erstmal. Ja, hallo. So, wie lange bist du jetzt schon hier? Eine Hier halbe Stunde oder vor so. Ort, ja, genau. Ungefähr eine halbe Stunde. Und wie viele Stunden im Auto? Von 9 Uhr morgens bis. Moment, wann war das denn? Jetzt. Ja, ungefähr 10 Stunden, Ja. oder? Ja. Ich nehme nicht an, dass du sowas oft machst. Nein. Ja, genau. Weil du ja nicht mehr ganz so aktiv als Musiker bist. Das heißt, du kommst nicht mehr in die Schweiz mit deiner Band und tourst so, Ja. sondern du bist hier heute vor allem auch im Gespräch eingeladen, weil du sonst kreativ bist, nämlich du malst. Mhm. Du hast zum Beispiel, das ist auch was von dir ist es. Ja, genau. Genau. Du machst Artworks Mhm. für Bands, für Merchandise, für CDs und so weiter und so fort. Und das nimmt mich natürlich auch ganz fest Wunder, weil ich normalerweise gar nicht mit anderen Leuten über sowas sprechen kann. Deswegen cool, dass du da bist. Ja, aber wie Samuel schon angedeutet hast, du hattest mal eine Zeit, wo du in einer Band gespielt hast. Mhm, genau. Wie die Band hieß Fallen Walls. Was Mhm. war das für eine Band? Eine Thrash-Metal-Band mit christlichen Texten, muss man ja dazu sagen, weil das oft auch vom Publikum separiert wird. Ja, genau, da habe ich gesungen. Und wie lange gab es denn diese Band? Von 2005 bis 2011 oder ich glaube offiziell aufgelöst haben wir sie nie. Theoretisch existiert sie. Okay. Ja, nee. Und das war von Anfang an, war es dir wichtig, die christlichen Texte. Du hast auch gesungen in der Band. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe die Texte geschrieben und gesungen. Genau, das war mir wichtig auf jeden Fall. Mhm. Und wie hattest du das damals erlebt, als du dann, ich nehme mal an, das merkt man, wenn man christliche Texte hat, so Ja. vielleicht. Was hast du für Reaktionen von den Leuten mitgekriegt? Vor den Auftritten negativ in unterschiedlichen Abstufungen. Meistens. So. Wobei nicht alle ablehnend waren, aber viele schon so. Nach den Konzerten war es dann meistens eigentlich, haben die Leute den Kontakt scheu verloren und gemerkt, dass wir ganz normale Leute sind und dass wir keinen Heiligenschein haben oder dass wir sagen, dass sie böse sind oder so, sondern ja, das war dann eigentlich meistens eine ganz gute Gemeinschaft auch. Ja. Und aus was für Gründen gibt es denn die Band jetzt nicht mehr? Oder? Hauptsächlich Zeitgründe. Haben angefangen als Schüler oder Azubis oder sowas und waren dann in verschiedenen Berufen gelandet und zum Teil Familie, zum Teil Häuser, wo man dann einfach die Zeit auch anders brauchte, genau. Und ich nehme an, du hast auch für die Band die ganzen gestalterischen Arbeiten übernommen. Ja, genau. Ja. Hat die auch Aufnahmen und sowas gemacht? Und das heißt, da hat es dann auch Artworks gemacht für CDs und so weiter und so Ja, fort. genau. Also wir hatten eine Demo und ein Album. Dafür habe ich die Sachen alle gemacht und ein paar Shirts. Aber Logo-Shirts und ein anderes Shirt noch mit auch mit einer Illustration drauf, ja. Ja. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, das für andere Leute zu machen? Oder haben die dich auf die Idee gebracht? Zum einen, also für 2, 3 Bands, die kannten mich noch aus Bandzeiten und haben dann gesagt, kannst du das für uns machen? Aber auf so semi-professioneller Ebene, sage ich mal, wurde ich gefunden sozusagen. Also ich habe einen Freund, den ich über die Musik kennengelernt hatte. Der veranstaltet Konzerte und der hatte halt eine Band da, Teutonic Slaughter aus dem Ruhrpott. Und die waren auf der Suche nach jemandem. Und dann hier, du hast doch für deine Band damals auch gemalt und so weiter. Und eigentlich, ich brauchte immer Geld für Hausrenovierung und so weiter. Dann dachte ich, und eigentlich war ich schon total fasziniert von Covermalerei und so weiter. Und dann bin es aber nie aktiv angegangen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ein guter Einstieg. Eine Facebook-Seite und so kostet ja auch nichts. Wieso versuchst du es jetzt nicht mal? Und es ist halt direkt sehr gut gestartet so. Und seitdem
hat mich das gefunden Du sozusagen. hast gesagt, du hast ja gesagt semi-professionell. Da müsste man jetzt noch ein bisschen erwähnen, was du professionell machst. Ja. Also was ist, um so das Bild ein bisschen abzustecken, bevor wir dann in die einzelnen Themen reingehen, was ist dein Beruf? Genau, mein täglich Brot ist Bühnenmaler im Landestheater Detmold. Ich habe zwar schon immer gerne gemalt und gezeichnet, aber letztendlich das Handwerkszeug, um professionell gut zu malen, habe ich da sozusagen gelernt. Also ich habe da 2003 bis 2006 die Ausbildung zum Bühnenmaler gemacht. Genau, und arbeite seitdem auch da ununterbrochen. Ja. Was können sich die Leute darunter vorstellen? Wenn man ins Theater geht und da einfach so ein großes Bild im Hintergrund, also von groß, da meine ich 10 mal 12 Meter oder noch größer, diese Bilder zum Beispiel, die male ich. Und auch alles andere, was da bemalt ist. Also eine Kiste aus Sperrholz, die aber aussehen soll wie aus Marmor zum Beispiel. Sowas machen wir. Ich schnitze auch dort, also aus Styropor. Und halt eigentlich alles, was eine farbige Behandlung kriegen soll im Theater. Das machen wir. Und das heißt, du hast dann von diesem Beruf quasi auch das Handwerkszeug dazu gelernt, um dann deine Artworks auch qualitativ immer wie besser machen zu können. Ja. So. Okay. Genau, das ist so ein bisschen abgesteckt, so mal Musik gemacht, jetzt mehr Richtung Kunst, wo du dann Musik von anderen unterstreichst. Und dieser Beruf, wo du das selber, wo du das quasi selber auch gelernt hast. Ich möchte gern schon jetzt in einen Song reinhören. Wir haben es schon gehabt davon, dass du eine Band hattest. Und dieses Lied, was du uns mitgebracht hast davon, das heißt Reliable Sanctuary. Ja. Was hat es mit diesem Song auf sich? Das war, glaube ich, der letzte Song, den wir geschrieben hatten. Und ich fand den am besten. Und das ist halt, ja, hatte ich eben schon gesagt, das ist einer der wenigen Songs, die ich jetzt noch so singen würde, textlich einfach, weil es das ausdrückt, was. Wie alt warst du damals? Wow. Ungefähr. Dass man sich das so ein bisschen zurückrechnen kann. Oder wie lange ist es her oder so? Muss ja nicht. Ja, ich glaube, der war wahrscheinlich so 2010 oder sowas geschrieben. Oder ja, irgendwie so. Also da war ich 26. Eigentlich kann ich gut Kopf rechnen. Jetzt gerade nicht. Ja, man kann es ausrechnen. Weil der einfach ausdrückt, was für mich, was Gott für mich ist. Also eine verlässliche Burg, ein verlässlicher Zufluchtsort. Wenn alles andere irgendwie scheiße läuft, dann ist Gott auf jeden Fall da für mich. Ja. Also dann hören wir doch in diesen Song rein und sprechen nachher ein bisschen darüber.